Ganz herzlich willkommen für eine neue Sendung von ADR Tele. An heute sind Überschriften von dieser Edition. Die ADR ist die einzige Partei, die sich von Anfang an einer Impfpflicht klar widersetzt hat. Die Covid-Impfung muss absolut freiwillig bleiben. Nein zum Projekt obligatorische Impfung von der Regierung, den sie auspacken will, was sie für nötig findet. Davon von der Cité Lärmisch zu Sussem sind auf den Barrikaden. Schon über ein Jahrzehnt lang fordern sie eine Verkehrsberuhigung an ihrer Cité. Die Gemeinde schaltet weiter auf Stur, dafür unterstützt die lokale ADR-Sektion Dulayes von den am ganzen Ball 100 Städten. Die Reformpartei hat sich dem Problem von den Rehkitzen angeholt, die am heißen Grasdachs unter die Messer kommen. Auch am Juli konnten nach ein paar kleine Rehe gerettet gehen, ehe die Mähmaschinen an den Einsatz kommen. Das SPL Sauvant Bombi Luxemburg an de Freie Lützebauer Bauernverband fordern, dass die zuständigen Autoritäten endlich aktiv gehen. Dann gehen wir an die Chambre bei der ADR Volksvertreter, die wei gewinnt kein Blatt für den Mund geholt haben. Wir hören nicht mal auf das große Sommerfest auf Izig, erweisen euch, wie Lützeburg überhaupt entstanden ist. An einer Reihe anderer interessanter Themen. Die Prozedur, die eis proposiert gët lo ass net koscher. Wat heecht konkret een informellen Depot vun engem Impfgesetz. De Projet de loi kann op de manier schon extrem weit firbereet gi, war dieser informell bale so weit, dat er kann an Plenär kommen. Der Herr Staatsminister hat gesagt, ein Exposé des Motiv, der fehlt, mit dem er 5 Minuten geschrieben. Aber die Majorität will, geht so ein Projekt an ein paar Tage durchgeboxt. Eng eierlech an transparent Politik gesäit ernstcht aus. Wir wissen nicht, was die Intentionen von der Regierung sind, an wie enge konkreten Umständen als engem informelle Projekt ein formelles Projekt gibt. Wir wären do interessiert transparenten und objektive Kriterien. Wie zu so dann an dann sind Konditionen erfüllt, da wissen Leute dabei auch kündet zu einer Impfpflicht oder kündet nicht zu einer Impfpflicht. Das ist am Blick ein bisschen nebulös. Es gibt viele Sachen, die als an der Argumentation von der Regierung stehen. Zunächst mal die Alterskategorie über 50 Jahre als arbiträr, also als wenig argumentiert. Bislang rekommandiert Lützeburg einen zweiten Booster für Personen über 70, die Europäische Union für über 60 Jahre, an anderen Ländern haben andere Altersgrenzen. All die Altersgrenzen sind wenig motiviert und wenig differenziert. Aber was für uns besonders wichtig ist, die Leute über 50 Jahre sind volljährig. Die können ganz gut für sich selber dezidieren. Wir hören heute, Experten sollen das gucken, Politiker sollen das gucken. Das ist eine Infantilisierung von den Leuten über 50 Jahre. Die wissen ganz gut für sich selber, ob sie sich impfen lassen oder nicht. Das teilen also ein bisschen, wenn ich höflich sein will, die Weben einer Altersdiskriminierung, aber wenn ich ein bisschen mehr höflich sein, sonst das eine Frechheit, wie die Leute über 50 Jahre, die wollen einfach von Urberuf zu zwingen, was sie eventuell für sich nicht wollen. Und dann noch so, die muss ich alle paar Monate eine Booster spritzen lassen. Aber wie sie mir, wie wir die Kategorie, wo Leute so wollen, zu verfügen. Wir hören noch DAX für viele Parteien, heute den Slogan My Body, My Choice. Wir noch für kurzem hören, an einem Kontext, wo nicht appropriiert, dass wir dort leben, wenn einer dritten Person noch vorgestellt wird. Wir haben es appropriiert, My Body, My Choice. Aber dann gibt es Leute doch das Recht, und hier Recht auf körperliche Integrität, für sich nicht einem anderen müssen sie erwerfen, noch für sich selber können sie dezidieren, was richtig ist. Die Erfahrungen aus den anderen Ländern sind eindeutig. Da, wo probiert gouf, eine Impfpflicht anzuführen, als entweder nicht funktioniert oder sie aus ihrem zurückzugehen. Wir hatten ein paar Länder hören gedacht nach anderen Beispielen, aber sie nähern den Succès. Also auch wenn sie hier angefeiert wird, da gibt noch nuanciert zwischen Impfzwang und Impfpflicht, weil das Leute wirklich bei dem Doktor schläft. Weil das da überhaupt eine absurde Diskussion. Natürlich kann es mir gesehen, dass die Impfpflicht auf viele Länder nicht funktioniert und wir überhaupt einen Impfzwang nach zu fabulieren, das geht schon wirklich schon ganz weit. Es gibt keinen Impfstoff am Blick, den neuen und zukünftigen, die noch nicht kennen, Covid-Varianten angepasst wäre. Wir haben noch Medikamente, wir haben neue Behandlungsmethoden. Das ist doch vom Medizinischen. Hier präsentiert sich die Situation haut ernst wie früher.
Aber wir müssen gucken, ein Impfstoff als sich etwas, was soll für eine Infektion schützen. Die Impfstoffe, die wir bislang haben, schützen nicht für eine Infektion. Sie schützen vielleicht für einen schweren Krankheitsverlauf. Das ist aber etwas Ähnliches. Wir müssen uns immer froh, wenn so einen Impfstoff dann hat, den sich nicht die Infektion präveniert, aber kann Nebenwirkungen provozieren, wo die Langzeitwirkungen vorgestellt ist, die Hexen sind pur das, sonst sprechen ja nicht all die Boosteren, muss man sich aber vorstellen, ob das proportioniert ist. Wir haben an unserer Gesellschaft all vernünftig Kriterien wie eine Herdenimmunität erfüllt. Erreicht, überschrott sogar zum Teil, auch bei denen über 50-Jährigen, da sind 86% der Leute geimpft. Das ist eine Herdenimmunität. Es gibt Probleme. Ich meine, wir hatten heute diskutiert über das Bremer Modell. Es gibt einfach Kategorien, wo Leute mich schwer unzuschwätzen sind. Gut, da kann ich erfahren, mehr für zu informieren, aber nicht für irgendwie einen Zwang auszuüben. Wir haben eine Regierung an noch an den Reden, die bislo gehalten goen, als einmänglisch kein op die Nebenwirkungen ergangen. Mit dat as reelle Problem. Dat Argument vun der Iwerbelastung von den Kliniken, wat den Jo hauterem heieren huet, dat will man auch nach ein an den Kontext setzen. Ich erinnere an Proposition de loi von meinem Kollegchef England, den darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Klinikbetter fehlt. Lo für kurzem am Tageblatt vom 5. Juli, wo ein Artikel über die Karte sanitär, ich will just einen Satz daraus lesen. Somit stehen in Luxemburg pro 1000 Einwohner 3,2 Betten zur Verfügung. In Deutschland liegt die Ratio bei 6, in Belgien bei 5, bei uns 3,2. Und da wird das erzählt von der Überbelastung der Kliniken. Wir haben die Konsequenz von einer LSAP-Gesundheitspolitik, die wir Jahrzehnten nicht kapabel wären, als Kliniken auf das Niveau zu bringen, dadurch sich ein Problem von Überbelastung nicht präsentieren kann. Das ist einfach Versuch in der Politik. Wir hätten gerne, dass der Pass sanitär als Rechtsdokument nicht aufgeschafft wird. Wir hatten heute vor kurzem darüber geschwärzt. Wir hatten den angefordert für die Covid-Krise. Wir wollen neben dem Pass und der Karte Identität kein gesundheitsbezogenen, dauerhaft Rechtsdokumente aufhören. Das haben wir für die Covid-Krise, aber wir wollen das System nicht losgehen. Wir haben statt am Markt Leute gefragt, an der gehen der ADR recht, dass die Impfung absolut freiwillig muss bleiben. Wir machen ja keine Gesetze, die wir aus Swissbond setzen. Also wenn nicht nur einen Zuckel schlagen, dass sie nicht strafbar, wenn da wohl das Gesetz geht, wir machen die Gesetze, wir setzen aus Swissbond, da kann das Schloss führen. Wo geht das hin? Und dann weiß ja Kind zu dem jeweiligen Zeitpunkt, als es übrig oder nicht übrig. Gesetze leben wir nicht an den Glas. Ne? Der freie Schwach wäre wichtig weiterhin. Ja, ich fand, jeder muss selber für sich entscheiden können. Die einen brauchen nicht, die anderen brauchen nicht. Das ist es, ja. Also ich muss es nicht tun. Wenn wir gucken, wir haben aber relativ viele Infektionen und trotzdem können wir aber auch normal leben, weil da für die Leute im Moment ganz wichtig ist. Die Leute wollen nicht mehr angesperrt sein und die Leute verdrohen eine zweite Absperren, an meiner Meinung auch nicht mehr so wie die ich kann. Und da finde ich es offen zu bleiben, also auch vielleicht richtig. Ich fand, das soll freiwillig bleiben, soll keine Pflicht sein. Ich höre immer längst jetzt auch von den Leuten, weil nach ein Feiert kommen, da sind Negativpunkte ganz, ganz stark. Ich persönlich, ich finde nicht, was der Heier sind nicht immer mit, ich weiß nicht, ob ich nachher kann, ich noch mehr mit. Wie ist es möglich, dass es heute zu Lützeburg keine Bestimmungen gibt, für Drehkitzen zu schützen, die verstopft am hohen Gras liegen? Das froh hat der deputierte Chef England Anfang Juni und dem Umweltminister Joël Welfring gestellt. An ihrer Antwort sieht sie, dass es effektiv keine klare Regeln gibt bei uns am Land, rät den Bauern für den ersten Schnatt von den Wiesen so spät wie möglich zu machen. Für Drohnen mit Wärmebildkameras soll es weiterhin keine finanzielle Hilfe geben. Die darf zum Beispiel an Deutschland gehen. Cathy Leclerc von der SPL Sauvons-Bonby Luxembourg ist ganz dankbar, dass sich wenigstens eng politische Partei für den Schutz von der Rehkitzen ersetzt. Über die Antwort von der geringer Umweltminister ist sie dagegen entsetzt. Ihre Rot und Bauern für bis an den Sommer ran zu werden, ehe sie den ersten Schnatt von der Wiese machen, wäre absolut nicht realistisch. C'est techniquement impossible à réaliser. Pour tout ce qui est fermier laitier, la fauche doit être faite relativement tôt pour avoir un maximum de qualité au niveau des herbages. Donc eux, il faut qu'ils fauchent. On ne peut pas leur demander de faucher à la mi-juillet.
On n'est pas loin de la mi-juillet, là maintenant on trouve encore des fans dans les cultures, donc on va devoir leur imposer de faucher quand au mois d'août, à ce moment-là il n'y a plus d'herbe. Enfin, c'est techniquement impossible et impossible à réaliser. L'agriculteur a aussi énormément de contraintes. Auch Bauere selber schwätze vun enger unrealistischer Rekommandation vun der Ministerisch. Wir brauchen für Tieren équilibriert zu fiederen Gras wat eben jung gemeint gëtt, fir das den Eiweißgehalt heich an noch den Energiegehalt heich genug ass. An dat das eben zu Zeiten gëtt Gras do gemeint van die Kkleng Kitze eben nach Kkleng sinn. An dafür sind eben aner Pisten, die mussssen an Tage fastgi wie Lot speit meine. Wie as man Respekt vum Deiereschutzgesetz, well ha gehtt wirklich strëms fir ze verhindern, dat die onschëlle Steiercher so schrecklich leide mussssen. Il y a quand même une souffrance qui est là et qui est vraiment terrible. Il faut pouvoir le voir et assister et être là pour se rendre compte de la souffrance qu'il y a. Et moi, c'est quelque chose que je ne supporte plus et que je n'accepte pas. Et il y a des centaines et des centaines de fans qui sont mutilés ou tués chaque année. Rien qu'ici au Luxembourg, vous pensez? Bien sûr, rien qu'ici au Luxembourg. Pour vous donner un exemple, le 1 et le 2 juillet, c'était il y a quelques jours, ils ont recommencé à faucher après la pluie et j'ai scanné une centaine d'hectares à la demande des agriculteurs qui voulaient participer et j'ai fait une trentaine de parcelles, donc 100 hectares et j'ai sorti 14 fans de là. Wannen 2D sinn op enger Fläch vun 100 Hektar also 14 Rehkitze gerett ginn. Do kann en sech ausmolen, wieviel Deieren dat op puer 1000 Hektar wiese sinn, déi Urstat Land gemeint ginn. Et muss es geschéien, soviel steht fest. Dass eben noch vom Staat aus die neidig Schmëtteln dort zur Verfügung gestalt gifir, dass dat eben so kann organisiert gin, dass de flächendeckend méigich ass die Arealer, die eben afro kommen, das fir déiwer Fléie fir Rumänen. An dann gift natürlich doch hëllefe, wann die respektiv Joerspichtren, die bësse wësse wo da können Jong Ré kënne leiien de Wirtschafter vun de Fläche fleich darüber merksam machen, dass eben op den an de Plaze, wo die afro kommen, ubruch das eben für Rumänen zu verfleien. Wann dann d'Unzahl vun Drohnen mat Leiit zur Verfügung steht, denke ich, dass da doch eng Piste, die ganz sehr kann helfen. Wann nun nach verstärkt op de Know-how vu Sauvant Bombi Luxembourg zurückgegraf gëtt, werde Problem zu einem großen Deal gelöst. Maintenant, on a les moyens de pouvoir éviter ce genre de problème. À l'agriculteur de vouloir participer aussi. Et qui doit faire quelque chose? Je pense que c'est l'État maintenant qui doit bouger. Notre association existe, elle est professionnelle, si je peux dire ça comme ça. On est quand même des personnes formées, on a passé nos licences, on est en ordre pour les drones, on a investi aussi de notre poche et maintenant on voudrait quand même bien être soutenu par l'État justement pour pouvoir continuer à avancer. De Staat hëlleft also bislo net, dofir kën Dir hëllefen. Op sauvantbambi.delu könnt ihr Ehren da machen. An engem erinnern sich auch an die 2 Petitionen zu der Rehkitzrettung an der Chambre, die im Moment nach unterschrieben können gehen. DDR ass net géint d'Elektromobilitéit, verlangt awer dat d'Regierung an dëser Sach méi realistisch kommunikéiert, zum Beispiel wat de geneen Undeel vun Elektrogefierer an eisem Fuhrpark ugeet. Echte Beispiel wann der sodet fir e grossen Suse Kilo Joerrick 1. Oktober 21 hat Mai am Land am ganzen 7000 Elektroautoen, do vun 3424 privat elektrisch Autoen. Also dat si keng 2% vun de 500.000 Gefierer ha am Land, dat hecht 90% waren Demols Verbrenner. Ich meine Suse gesäit ernst das aus. Dann ass ha auch die 12 Pumme genannt genug am Rapport, da schreiben wir dann 20,5% für die Neuimmatrikulationen in 2021 wären elektrisch Auto gewircht. Ich verstehe aber doch richtig, da sind Hybridauto mat angerechnet. Ne? Ja, voilà. Und ich fand das nicht klar herausgeht. Für ein E5 von den Autos in 2021, die neu immatrikuliert wären, das wäre ein elektrisches Auto gewesen, aber du sind Hybridauto mit angerechnet. Und die zwei, die am Anfang wirklich interessant sind, dass die von den reinen elektrischen Autos, auf ihre ganz ehrlich zu Menge Menge, dass sie noch damals der zwei, müsst am Rapport und noch an der Reden, wir sind die benutzen. Ich meine, ein Hybridauto hat auch einen Verbrennermotor und das für uns kein typischen elektrischen Auto.
Dann drittsäreschmengen ich komme darauf zurück 40%, das Ziel von elektrischen Autoen am Jahr 2030, das ist an 8 Jahren von der Regierung, münd gerechen plus minus mis also all Joas eng Zonahme komme von 30.000 Elektroauto bis 2030, da das für Reis komplett unmöglich und ich fand da soll noch Ziele setzen, die realisierbar sind. Dann feierte Punkt das so den Elektroauto der geht durchgestaltet als für den einfach es viel besseres wie der normale Verbrenner, aber du wirst auch ein viel besser CO2-Bilanz hat, weil aber nicht unbedingt der Fall als Tierstellung von einem Elektroauto verbraucht auch ganz viel CO2 an oft ist es so, dass recht einem gewissen Kilometrage den Verbrenner Manner méi CO2 ausstößt wie ein Elektroauto. Anders stellt sich schon froh, wo könnte Strom überhaupt hier, dazu komme ich nach ein bisschen mich spät. Dann ist es so, dass gesagt gedurft, ja, die Elektroautos sind super, weil der Strom, die könnt ihr dann aus alternativen Energiequellen, das sind sogenannte geringen Energiequellen. Auch das ist aber ein bisschen mit den hohen beigezogen. Just für ein Beispiel zu geben, wir in Lützeburg, wir konsumieren pro Jahr 50 Terawattstunden Strom Jahr, und davon ist mehr wie 1% von alternativen Energien hier in Lützeburg, sprich, Schwätze von Wandenergie und von Sonnenenergie. Also da ist es einfach auch physikalisch nicht möglich, das immens zu erreichen. Leider so mit doch, wir geben gerne mehr alternative Energie benutzen, mit das ganz schwer, weil doch en plus eine volatile Energie ist, wenn du bei kein Sonnenschein, da war keine Wand ist, da produzieren die Anlagen ganz genau null, und dafür brauchen wir dann ein Backup. Und der Minister hat gesagt, der Backup für die Gas, das ist auch allgemein immer so umgeholt gehen, wir haben aber Probleme am Gas, und da stellt sich vor, wie will man das lösen? Die rezent CSV-Forderung vun engem totalen Embargo vu russischem Gas an Urlech hat die Energiekrise nach verschlimmert. Eglik, dat es Partei net méi Ruder ass. CSV-Stung ha nach für paar Wochen. Stung ha für paar Wochen den direkten an totalen Embargo op Urlech Kohl a Gas. Wa man dat gemerkt hat, immer so d Regierungskoalition net d'accord, Gott sei Dank. Aus der ADR, dat das Treckgewiese geht. Mit CSV den direkten an totalen Embargo gefällt. Wo wärmer haut run von CSV-Politik do durchgesagt gewesen, dat ze als schwierige Situationen net regierungsfähig aus ganz Ich wundere mich just iwwer die Ausso die dran besteht fir ze soen mir hätten genug Gas, wann man Nord Stream 2 opgemacht hätten. Ich stelle just fest, dat an den letzten Days den Gas los zugedreht gëtt von Moskau auf von Putin. Dat ist die Ausso do as wie üblich an all ihren Aussen, die der Heimat eng total Verdrehung fir d Stimme von Moskau erschenken zu lassen. Das den sich Wiesler, die wurde leef eng froh zu stellen, da gi ich selbstverständlich eng Antwort. Die echt Antwort die ich gin, die echt Antwort ass. Dat der wannech gelieft, wann der wëlle serieux iwwer Situationun diskutieren und schmengen, dat die Diskussion serieux soll geféiert gi, sind Leiit die no Probleme hunn. Dann hält van Stift op mat Schwarzweismolerei. Ech si wie dat Stimme vu Moskau noch so seppes Ech sinn Stimme vun de Lützebuer, die Herr Nowellen hëtzen de Wander. Dat sinnnech. An ich gucke, wat die europäesch Politik bringt, an ich gucke, wat die Lützebuer Politik bringt. An der soch mat do se Problem, Well die Idee wéi der Ukraine ze hëllefen. Me war mir Sanktionen hëllen die der Ukraine tëllefen an Eis an immens Schwierigkeiten bringen. Wo ass dann die politisch plüverlyvonärer Politik? Da so der Russland drehte Grunze. Ech setze net zu Moskau, ich kenne hier Politik net. Ich kenne awer Eispolitik ha. An ich weiß, dat Eispolitik dazu gefeiert wird, dat die Entreprisen, die hätte nach können oder Länder, die hätte nach keine Gascreme, dafür hätte mis nach Rubel bezöllen, dat refusiert hun. As recht mit an natürlich ein Konsequenz damit verbunden. Ich stelle fest, Herr Wieseler ist im Gang erst zu antworten. Ich stelle fest, Herr Wieseler, dat anscheinend Probleme mit Turbinen do sinn, ich kann net beurteilen, ob dat vorher also da net mit das dat op jeden Fall wer da gesot gött, dat wenns Turbineprobleme die verschiedene Lieferungen net könne gemerkt gewinnste Sanktionen. Ich weiß stimmt oder net, ich stelle net fest. Dat dritt
ich weiß nicht, ob naiv ist. Ich meine nicht, dass das so naiv ist. Aber wie gesagt, das ist egal. Und für allem muss ich euch sagen, verloren Leute hier gehen, wir eben der Fracking und so weiter, wie amerikanische Gas zu kaufen, massiv, zu einem enormen ökologischen Preis und ökonomischen Preis, den das bis einmal nicht aufdeckt. Da frage ich mich, was Plus-Value für Ökologie? Wo sind dann die Klimaziele alle gut? Was wird das dann einen Effekt auf die Klimaziele 2030 und so weiter, wenn wir Fracking machen und das mit LNG, Liquid Natural Gas, darüber bringen? Darüber wird man nicht geschwärzt. Das ist eine falsche Politik, Herr Wieseland, das ist eine falsche Politik, die, wenn dir Ruder wird, noch mich schlimm wird. Oder Sache Logement a soziale Wohnungsbau misst méi Transparenzspiele gelos ginn. Staatlech Bauträger a Privatpromoteure misste verstärkt ze Summe schaffen, dat hat de positiven Affluss op die Immobilienpreise. Wieviel bewunbar Meter Carrie hunn als öffentlich Trägere gebaut 2019, 2020, 2021. Net wat hunn se ausgin oder wieviel Unitäten, nee, wieviel Meter Carrie bewunbaren Wohnraum. A wat huet dat kascht? An stellen die Frau net einfach so an den Raum. Wir hatten gleich an der Stadt Lützeburg an der letzten Sitzung mengglisch hun wir aufgestimmt iwwer Kächten von einem ganz flotte Projekt vu 4 Residenzen zu Meere an der Rue Spal, wo d Gemeng Lützeburg wirklich wunderschöne Projekt mischt. An dem Projekt kascht Baukächte, net den Terra, Baukächte. 6.500 € de bewunbare Meter Carrie. E Privatpromoteur baut Baukächten, schwätzt net vun Verkaufspreis, beschwätze vu Baukächte fir 3.500 € de Meter Carrie. Und ich denke, mit dem Delta lässt sich effektiv eine Kooperation undenken zwischen öffentlicher Hand, zwischen Gemengen und zwischen Privatpromoteuren. Von der Länge von der Prozedur will man gar nicht schwätzen. Die sind für alle Menschen lang. Für die private Promoteure sind sie lang. Für die Gemengen sind sie noch viel mehr lang. Für das muss dann durch die zuständige Gremie gehen, durch den zuständigen Service. Da muss ausgeschrieben gehen. Und noch das als ein Punkt. Und all die Bürgermeister, die Heibanne sind, oder die Gemengelräte, die Heibanne, sie wissen das. Wenn wir als Kästen ausrechnen lassen von den Servicetechniken oder vom Service des Architekten, an die kommen aber raisonnable Preise, wir schreiben dann aus, aber da kriegen wir mal kein Offre mehr dafür. Und ganz oft gehen die Offren 10, 20, 30% nicht. Gar nicht zu schwätzen von der finalen Rechnung. Das geht es am Privé nicht. Das geht es am Privé nicht. Der Privé muss das ausschreiben und muss verhandeln. Und dann möchte der feste Preis fest bei der Indexation. Wir könnten wahnwitzig so Spuren aus dem öffentlichen Budget. Wenn man das dort gibt, eine Kooperation zwischen der öffentlichen Hand an der privaten Hand. Der 4. Deel vun der Verfassungsreform bedeit fir d' Lützeburger Staatsbürger, dat sie en Deel vun ihrer Souveränitéit verleieren. Am Gegensatz zu der ADR ass der CSV an de Gambia-Parteien d'Menung vun de Bierger egal, dëst as enger Demokratie awer net wierdech. Ich will vielleicht aufhängen, für einen allgemeinen Kommentar zu machen über das Kapitel, das wir haben. Es ist ein, wer da ist, ging es so, in den 4 Kapiteln, die wir diskutieren, wahrscheinlich am meisten vereint. Die viele Sachen, Herr Marcotte auch appelliert, ging es so, sie konsensfähig. Und wenn wir das da gucken, dann ist es dem so mehr bedauerlich, dass man nicht den Weg geholt wie zu gucken, dass man am Konsens punktuell Änderungen in der Verfassung machen, weil ich meine, wir hätten ganz viel können realisieren, zu summen und dann dem Wähler das Vierlehnen über den Weg einem Referendum. Den Punkt, den dir du auf 4 geholfen hat, das ist natürlich ein, den er schon den Trend, das ist Artikel 52 an die Interpretation davon, wir hatten da die Diskussion an einem anderen Kapitel, wo wir über den Artikel nicht bis geschwert hatten, ich meine, von der Madame Beisel hier im Kapitel, Melo ist eine Querverbindung, die auch müssen erstreichen, wir werden wahrscheinlich nach darüber zurückkommen, das sind die neuen Dispositionen über das Referendum, die Malo, am Artikel 60, wenn ich mich gut erinnere, durchfallen, den Referendum, den kann lo opgemerkt gehen auch für net Lützeburger, dass die größten Unterschied mit der aktueller Situation, wo dat aber auch die Lekteure sehen, also an dem Sinn, wie in Artikel 52 Lützeburger locken doch net Lützeburger sehen, an Chamber dezidiert bei all Referendum, wen darf mat aufstimmen gehen. Das also zum Beispiel an der Zukunft doch möglich, dass Ausländer mat
beim Referendum über d'Ausländer Wahlrecht könne mat aufstimmen. Dat ist eine große Neuerung an do so mir dat net hat solle sinn. Erinnert, wo ich sprechen an Zukunft kann de Grand Duc nämlich selber Chamber oplesen. Chamber kann vertrauen oder misstrauen gegen die der Regierung aussprechen. De Grand Duc muss net kann Neuwahlen abrufen. Du sie dir net d'accord. Für wer tut ihre Problem, dass de Grand Duc nämlich kann leng einfach das Chamber oplesen. Das net dat man net d'accord sinn an dem Sinn, weil ich mein, dat lo ha geschieht, dat das nach akzeptabel mir verleieren die Mlichkeit du sech den Großherzog hat Pilotmlichkeit fir d Parlament opzelese, wann he net fir richtig fond huet. Das nicht aus der gewöhnliches Mün dat an en Reihe Verfassungen noch a Frankreich und der Präsident kann Chamber oplesen, wann eben eng Analyse gemerket, van eng Analyse gemerket, wo der Staatschef seht an dieser Situation mengenech mün zum Beispiel eng politisch ganz schwierige Situation mengenech als Staatschef, der den dann soll Parlament oplesen, der Tisch nicht wie dat bei den 3 Monaten Neuwahlen da kommen. Also dat so sech recht gewircht, wo de Großherzog bis lo kann souverän desideieren, Ech ginn op de wie de Wler Mlichkeit ze gin Wlen zu goen. Dat geblumi kompliziert. Ich meine, du selber Konditionen genannt, einfir eng Motion de Censure, eng Motion de Confiance, da gin gewisse Konditionen agefährt an der Verfassung. Dat könne mir mat drohen. mir vermissen do dat Element, wat bis lo de Großherzog hat vum mengg libre Arbitre, wo selber kon desideieren ha dat doen, dat as lo DW den ich als Staatschef ging wählen, an dat gëtt aufgeschärft an der Form, wie man bis lo hätten, an dat det eisletet Mä den solle beibehalen. Soweit den Ferner Karteiser an der Emission Chamber aktuell, moderiert vum Monique Faber. Bierger aus der Cité Lärmisch zu Suessem fielen sich vun de Gemengenautoritäten am Stach gelos. Hunderten Autoen fuhren alldaer durch die Schmulstrosse vun ihrer Cité an et kënnt regelmäßig zu geféierliche Situationen am Verkehr. Iwer 10 Jahre sind wir schon am Gang. Das Problem do. Wir hunn uns Gemeng gewendt, wir hunn hun Poli gewendt und den Direktor von der Poli und den Direktor Regionalzwech von der Poli bis lo as neich geschiet. Gemeng doch rekommandiert geht vom Minister. Boden hai opstellen ha ënne wieder gesit, fir dat Autonomie soll iwwer da Trotter fuhren, mé bis dato ass absolut neich geschiet hai. Mäert noch als Brief alle Leute können de Putin op Moskau schecken, dat wär dat selwicht Resultat gewirrt, wie dat wat man bis so errecht hun hai. Wann en an de Quartier raffiert, so ass du eng Witeslimitationun vun 30 op der Stroos gemolt. Du géif sech awer meeschtens net tro gehale ginn. Ja hat eng Sohn hai. Die war verboten fir Leiit durchzufuhren, dat war allgemeines Fahrverbot, weil denkt residentiell war. Nëmme 4 Awohner, ganz genau wie Dir sot. Die Schëlter hun misse verschwannen. Mir hatte noch Inselenhai, man hatte Knuppenhai, die hunn auch misse verschwannen, weil do Munsch Leiit, die zu séier fuhren, sich beschwert hun sie gifen ihren Autofutti machen. Douf Mënch mich awer wenn as méi wichtech. Gleit die hai wunnen, mat hier Gesundheit, de Kamedi an alles wie die Leiit die muss rennen. Bierger ha an der Strosse hätten op egen Initiativ enke d'Auto gezielt, dat vun Mëtter Brüll bis Mei an de war mat herzechlech si mat do eng Statistik kom vun durchschnittlech 500 bis 800 Auto in den Dach, die a leng heidech City gefuer sinn, weil du awer eng City residentiell ass. Bis lo ass weiter nach neich geschitt, ma wie dat den Trafik weiter zouugeholl huet, an d'Chauffre noch zum Deel iwwer Trottoire fuhren, färdeen, dat et enkeier zu engem mi urgen Accident kënnt. Da werde ich aber persönlich Gemeng responsabel mal für den Accident, den da geschieht ass. Well kann net sinn, dat dat so viel geht. Mun kra die Residentiellhai, mun eng 32 Hai, wo kein Rennstreck hai, mun auch kein Aufkezung hai, dass viele Gebiete sich und die 30 halen, du geschieht einfach neicht, d'Autofuer machen neicht, Poli mcht neicht, Gemeng mcht neicht. Das traue ich so zu suchen, mit das ist so. Mir als Sektion well den Bierger wirklichschen am Stachlos sind Bierger sinn Bayers kom fir geholf zu kree. Mir machen als Bestcht, wo mir politisch können ergreifen. Mir mache weiterhin Druck op de Schafferrot mat Facebook-Poste, wo auch die Äner Awohner vun der Gemeng Dr opmerksam machen. Das ha wirklichsche Sicherheitsproblem fir Kanner fir Awohner besteht. Und dann hoffen wir, dass wir bei den nächsten Wahlen auch Werte Matze bestimmen.
Moin, hier sind haut also mat Adrenalin ech an de Melvin Weis he zu mirschen aW fir d Leiit iwwer Thema vun de steigenden Spritpreiser ze befreuen. Wann et Logéng oder de Gringen oder de Pirate goen, dann ass dat go en gut Sach, dats die Spritpreiser an Energiekächten immer méi an d Luft geht. Realität ass awer déi, dats et och hanner der Chambers Di Leiit gëtt déi do liewen hun do eng ganz Bevölkerung, dat wees vielleicht Regierung net mir hai e klengen Ableg an Realität matter Adrenalin. Also ich wollte vorhin, ob ich auch aufgefallen, dass es in den letzten Mainz den Spritpreis hier in Lützeburg so hoch gekommen ist, dass es sogar mehr teuer ist wie im Ausland. Wie betrifft der Staat, muss er mehr bezahlen für den ähnlichen Tank, den der früher so getankt hat. Ja, definitiv. Ich meine, das habe ich darin nämlich. Also ich weiß mal das auch nicht zu erklären. Mir das so, dass am Ende vom Monat ich aber bald 3 Mal so viel muss bezahlen wie wir drin. Das ist schon heftig, weil ich wohne auch allein. Das heißt, Ende des Monats möchte ich aber schon eine große Differenz. Wir wollten euch halt vorstellen, ob die hey Spritpreise ich bis Sorgen machen oder ob ihr statt am Portemonnaie viel bereiert wird, wie seht ihr das? Ja, das ist im Moment eigentlich schon ein bisschen krass die Lage, weil es halt immer teurer wird. Das ist ja nicht nur der Sprit, wo so teuer wird, das ist ja der Strom und das Gas und überhaupt das ganze Leben. Ja. Und ich meine, die Pai kommt da langsam nicht mehr nach. Natürlich. Und dir auch, dass die Spritpreise hier par rapport zu den Notbeständen mehr an die Luft gegangen sind und dass das die Portemonnaie ganz tief betrifft. Ja, und dann ist wie wahrscheinlich alle Jugendlichen. Ja, also das ist von der Schule gekommen. Das Hauptschule ohne Schluck von Weihnachtsschule. Also ich war ein bisschen schockiert darüber. Ja. Und findet er doch nicht an der Reihe, dass zum Beispiel an Deutschland, Belgien, auch Frankreich sind Spritpreise mehr tief. Voilà. Schüsst an der Grenzverband, ich habe das schon gelesen. Ja. Ja. Also das finde ich absolut... das geht nicht. Nee, absolut nicht. Ja, verschiedene Leute sagen, dass ja, hey, Spritpreise just die Leute packen, die dick Auto fahren. Wie sieht ihr das? Spielt ihr doch? Oder? Also ich sag mal so, es spielt jetzt, wenn in den Geschichte schafft, die Geschichten, die mir an sich schon weißt, an sich noch nicht möglich geht, dass der Natur oder noch ist, weil in der Zeit wird der Bus nachher zu fett, weil mir an sich die echt sich fahren. Also was dann auf dem Auto gewesen, spielst natürlich auch irgendwann ein Portemonnaie, wenn ich nach Chance, dass ich über 4 Stunden bleibe, ich das finden. Aber ja, Leibeskollegen, die noch ein bisschen schon weit kommen. Ja. Ich bin natürlich auch deutlich mehr. Zu Izeg an der ADR Scheier ass dat Gros Zummerfest iwwer d Bühn gangen. Iwer 250 Leiit wären op dat Flottevenement kom, dorënner ganz vill nei Membren. Fir wat war Dir auch fichtech fir Member ze ginn lo bei der ADR? Well ich will aktiv hëllefen Lützeburg zu retten, weil dat wat lo an der Welt lebt, dat das definitiv falsch. Wichtig für bei ADR aus dem Grund, weil et méger Meinung die einzig Partei ist, die an der Realität ist. Auch was Covid-Politik geht, sich nicht beeinflussen lässt von den Medien oder von anderen Richtungen. Und das ist von den Gründen auch noch eng wichtige Sache als Lützeburger Spruch, die auch en Kultur, die auch wichtig ist, aus stark Lützeburger. Voilà, j'ai rencontré Christiane, qui est une très bonne personne, qui m'a défendu les idées de l'ADR, auxquelles je partage, et j'aimerais rejoindre l'ADR en tant que nouveau membre pour découvrir de plus en plus. Das ist die erste Kehr in meinem ganzen Leben, dass ich an eine Partei gegangen bin. Wie das ich immer Filme gemacht habe, wollte ich mich nicht politisch irgendwie mit etwas anlassen. Aber ich bin nur eine Pension. Dürfen sie mir an die Partei gehen, weil wir einfach nicht mehr zufrieden sind mit dem, was der Bauste getrieben wird, die ganze linke Politik, alles. Ich wollte schon lange bei der ADR Member gehen. Ich hatte immer schon Sympathien für die ADR. Weil durch familiäre Gründe aus Lorrechte zu kommen, aber ich habe sich mit den Werten, die die ADR vertritt, wie Zustände in der Stadt zum Beispiel, oder auch die ganzen Sachen, die Politik von Transparenz verspricht. Ich meine, die ADR setzt sie um. Da ist ein Deputat an der Chambre und das ist der Grund, für was ich die ADR am Fond schiebe. Der Nationalpräsident war auf alle Fall froh, dass so viele Leute den Weg auf Izeg gefunden haben. Ihr wisst vielleicht, dass der ADR dieses Jahr ihren 35. Geburtstag gefeiert hat. Da sind Leute, die sind von der ersten Minute an dabei, die sind halt
an haut der Woche Leute dabei, die sind recht seit paar Wochen Member. Und wie ihr wisst, konnten wir die letzte Woche am Main, dann fängt das letzte Jahr immens viele neue Member bei. Und das ist etwas, für das immens viel Fried. Und da sehen wir auch heute Resultat. Wir sind noch heute bald zu 250, was uns so einen immensen Erfolg ist. Und ich will euch alle gut eine ganz große Merci sagen, dass ihr alle gut in Haut hier seid. Da der Familie, die erwiest, und mir viel viel. Und die sind alle gut einen Deal gefunden. Merci. Eine große Merci. Buch Migi Lützeburg net op ass schon e Bestseller. Dat no demste Fred Käuber an den Dr. Tom Weidich het Wirk den 11. Mai offiziell rausbrucht hätten. En Juni wäret op der Bestseller löscht vun der Lützeburger Bicher vun der Librerie Ernster an dem Bicherhäuschen. D'auteure freen sech iwwer de grossen Erfolleg vun ihrem Buch a so ihre Leser vielmals Merci, grad wie de viele Kollegen an Experen, die d Buch firdro geliers hunn, an durch denen ihre Feedback, Buch nach bessert ginnners. E grosse Merci dann und déi Medien, die eng Rezensioun veröffentlicht oder Buch thematiséiert tun. Mir gi Lützeburg net op, Auflösungserscheinungen einer kleinen Nation as an alle Bicherbutecker zu Lützeburg zu kreen, an dat fir e Preis vu knapp 25 €. Wisst ihr nach wéi a wéi nie als Land entsternen ass? Net mi gené, dat ass net schlimm. D'Antwort liefert eisen Extré aus dem Film Lützeburg wär das dat vum René Flammer. Wir hunn sogar schriftlich, dat de Well 963 no Christus de klengen Ardenner Grof Siegfried du gedurcht huet, fir Lützeburg zu Gutstadt an offiziell zu gründen. Stadt Lützeburg goufet also fir d'Eicht. Lang hier dat Land gouf, dat haut gerade so heescht. Hei op dëse Vielsen stung Demos nach neicht. Ofgesi vum Wand, den sie geblosen huet, an enger Berg, die ënnen am Dall und de Vielse geleckt huet. Siegfried war net op de Kap gefallen. An durch hei baust du dir nascht, an dat so liicht kee Stöpple geht. Kom ihm grad zu Pass, dass Maximeiner Patre vun Trier een half verfallen Gemeier Bock voll de last gin. Dat huet de Siegfried Agatosch gen de Kurköppeland zu fehlen. Mir ha vun der Tele so nech Merci, dat Dir mat dabei wärt. Di kënnt als Docker ober Per TV kucken, denk doch run firch regelméisseg op eiser Internet a Facebook-Seite informéieren. Bleift gesund, genéisste Summer, a bis träg am Hirscht. Adi!